Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir der zweite Prototyp vom ersten eigenen Blaster. Und am Ende des Videos haben wir der dritte Prototyp, weil, ja, ihr seht, das funktioniert noch nicht so zuverlässig. Und wenn wir da den Pfeil, ihr seht, das geht auch nicht so zuverlässig. Nein, das haben wir beim letzten Mal alles festgestellt. Da muss ich das Schieber ein bisschen drücken, oder das Trigger ein bisschen drücken, dass das vorwärts geht. Und deswegen haben wir das alles am digitalen Zeichenbrettel angepasst. Und jetzt haben wir da ein neues Schieberle. Das ist da ein bisschen rund, dass ein bisschen nicht so aneckig ist, so die Idee. Und da haben wir da noch das ein bisschen kompakter gemacht. Ja, das hat es jetzt nicht so sauber ausgedruckt. Da habe ich ein bisschen nachschleifen müssen, aber das wird schon passen. Und da denke ich, das bauen wir jetzt heute ein. Und dann wird das klappen, hoffe ich doch. Das müsste jetzt passen. Und was man ja, die Leute, die sich das angeguckt haben wir gerade so unter Tisch rein. Die Leute, die sich das angeguckt haben, die haben ja gesehen, ich habe da das Vorderteil noch geändert. Das sieht jetzt ein bisschen luftiger aus. Keine Sorge, da kommt noch Design drumherum, das wird noch verkleidet. Oder vielleicht das auch nicht, dann vielleicht der vierte Prototyp, das kann sein, dass wir da zwischendrin noch was machen. Ich habe da Schwungrädleskäfig gemacht. Und ihr seht, und das jetzt, Länge ist dieselbe, aber das ist halt deutlich schlanker. Und da kann ich mir jetzt ein bisschen mehr austoben. Also da kann man jetzt dann das ein bisschen, ja, gestalterisch ändern. Und ich habe ja gesagt, das habe ich nicht im Video gezeigt, das habe ich nachträglich noch gemacht. Und was mir noch kommen ist, man könnte ja den Schwungrädleskäfig da vorne direkt damit verbinden und dann da vorne, da könnte man sich das alles ein bisschen sparen. Und da vorne die Schnittstelle in den Schwungrädleskäfig integrieren. Also das können wir gleich mal da einbauen. Das meine ich, dass das ein Stückchen weiter hinten ist, da vorne in dem Käfig drin. Und dann sparen wir uns das da vorne einfach alles. Das brauchen wir dann nicht mehr. Verbinden wir dahinter, da können wir uns die Schraublöcher da vorne sparen. Das ist so die Idee. Und da kann man da vorne vielleicht ein bisschen massivere Schrauben reinmachen. Und die da unten durchgucken lassen. Und dann kann man da was dagegen schrauben, wenn man will. Oder ja, das überlegen wir uns noch, wie wir das geschickt machen, was wir da machen. Und können wir, da sind ja der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt dann. Irgendwie ist das ein bisschen. Ja, das war ein bisschen Akti-Motor reinzukriegen. Das kann sein, dass sich das jetzt ein bisschen geluft hat. Das muss ich nochmal anpassen. Also das muss einfach ein bisschen Luft doch schon haben. Also die Motoren müssen da jetzt nicht ganz so reingequetscht sein. Aber dafür sind die Schwungräder, die sind gut draufgegangen. Aber jetzt das habe ich schon mal gemacht, weil ich gedacht habe, das will ich vor der Kamera. Das mag ich bevor wir mal probieren. Nicht Gott und ich da ein bisschen was anpassen muss. Das sind so billige Motoren. Das hoffe ich, dass die 11 Volt von den Dingen, von den IMRs aushaltet. Und wenn nicht, haben wir ein bisschen Feuershow im Video. Das kriegen wir schon noch. Aber jetzt haben wir erst einmal wieder viel zerlegen vor uns. Ist ganz gut, dass ich das Kabel jetzt auch noch nicht gemacht habe, weil das wird sich jetzt auch noch mal ein bisschen ändern. Es kann sein, dass ich da einfach ein neues Kabel noch löte, dass ich das diesmal gleich mit bedenke. Oder das einfach mal, ja, dass ich das diesmal so abmesse, dass es dahinter endet. Und dann kann man das sauber reinkleben oder, das wird nachher später da drin gehalten. Dann habe ich diesmal auch gleich eine Rampe eingebaut. Da seht ihr, dass das Kabel schön hochgeht. Das kann sein. Das wird ein bisschen, da muss ich mal gucken, wo kommt der Schieber da noch. Das ist viel tiefer, deswegen, das kann sein, dass man da die Kabel, dass man die sogar anders durchschleifen, dass man die da noch unten und das seitlich vorbei. Jetzt bauen wir es zusammen, dann sehen wir es. Das machen wir im Schnelldurchlauf, dann mache ich das auseinander und dann schnell wieder zusammen. Dann bis gleich.
Ja, das habe ich in dem Modell versucht nachzubilden, die Position von dem Schieber. Und ja, das ist jetzt, da seht ihr, die Schraube hat die ist ein bisschen dünner wie das da haben und deswegen geht das alles ein bisschen weiter nach hinten, wie es eigentlich idealerweise sein sollte. Also, ich habe das im Blender nicht rausgefunden, wie man da bewegliche Teile machen kann. Und das ist ja bisher noch nicht so relevant. Kommt dann noch mit rumprobieren. Komme ich noch zurecht. Und ich habe schon mal probiert, die Quintestange, das wird ein Abenteuer, die hier reinzukriegen. Und vor allem in Schwungrädlerskäfig, das kann sein, dass ich da geschwind die Stange warm mache und wenn man durchschiebt, dass das da geht's grad so, uiuiui. Ja, das muss alles ein bisschen loser, warte. Au. Ja, muss ein bisschen, das packe ich mal weg, das mache ich einfach mal beim nächsten Schnitt kurz mit ein bisschen Wärme, dass das leichter geht nachher, wenn man es zusammenbaut. Und jetzt bin ich gespannt, ob das Schieberle nachher geht. Hoppala, ja, das ist klar, dass das jetzt auseinanderfällt, weil hat keinen Gegendruck. So. Man soll es auch richtig einsetzen. So, da so rein. Und jetzt machen wir. Bleibt dran, bis ich das Deckel drauf mache. Dann machen wir die erste Schraube kurz rein. Das ist gleich die da hinten. So, zack und bumm. Dann schauen wir uns noch kurz an. Das ist jetzt, das habe ich beim letzten Video gesagt, am digitalen Zeichenbrettle. Das ist mit dem Mittelfinger, Gott, das ist gut zu bedienen, wenn man den Finger dann da lässt. Und wenn ich jetzt da an, seht ihr, da fehlt so ein halben Zentimeter am Griff. Und dann müsste das Stückchen weiter runterkommen. Und ich bin da am Überlegen, wenn man jetzt die ganzen Designelemente macht, also da noch das Griffteil zum Beispiel, das würde auf der Seite war die Aussparung von der Mutter reinkommen. Da kann man das reinkleben mit der Mutter drin und dann hält die Mutter da fest. Bis es irgendwann verdreht, aber das ist dann noch. Dann gibt es ein neues Teil. Und auf der anderen Seite machen wir einfach Löcher für die Schrauben rein. Und dann sieht das sauber aus, dann sind da die Mutter weg. Und da haben die sind schön versenkt. Und dann kann man da so Rundung drüber machen. Und ich glaube, ja, einen halben Zentimeter, weil das eigentlich auch ganz komfortabel ist. Also, komm, wir lassen das so. Da muss ich das Teil nicht nochmal neu ausdrucken. Das kann man dann bei der nächsten Version. Da kann man da hinter Schulterstütze. Die darf halt nicht länger, oder die muss ich in Komponenten machen. Ich hoffe, ihr könnt Blut sehen. Das war jetzt gerade, als ich die Quintestange rausgekriegt habe. Ja. Ich schraube das voll schnell zusammen im Schnelldurchlauf. Mach mir vorher Fläschchen noch. Bis gleich. So, jetzt ist das wieder zusammen. Da seht ihr, das passt. Das passt ziemlich gut. Das habe ich vorher schon mal geprüft. Ach, da ist ein bisschen. Ein bisschen. Das ist, wenn man das. Das muss so ein bisschen auf die Seite und dann passt es. Das kann sein, dass ich da noch auf die. Bei der nächsten Modellanpassung muss ich dann auf die Seite ein bisschen mehr Plastik nachpacken. Fleisch hätte ich jetzt fast gesagt, aber mehr Plastik. Okay, das ist schön gemacht. Da
Kann man einfach die Mutter reinlegen. Da habe ich jetzt auch ein Modell gemacht dafür, genauso wie für die Dummy-Motoren. Das löst man zum ersten Schritt mit einer Feile. Aber pack das mal auf die Seite, das mache ich kurz ohne Kamera. Das seht ihr dann im nächsten Schnitt. Ich habe das in der Hand, das habe ich nämlich auch schon erledigt. Da gegangen jetzt die Gewindestange relativ einfach rein. Bisschen Hitze und ein bisschen mit dem Schraubenzieher anfassen. Und dann geht das recht einfach. Das mache ich beim anderen Teil jetzt auch. Und die müssen wir jetzt da noch löten. Das machen wir jetzt im nächsten Schritt. Und da vorher bereite ich mal das Teil vor. Also das löten wir im Schnelldurchlauf. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Hey, ich weiß gerade auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, das so zu machen. Das hat jetzt 10 Minuten gedauert. Und jetzt müssen wir die andere Seite auch noch machen. Aber das ist ein bisschen, ja, viel für das. Dann muss das Kabel nachher dann so rum und das geht sogar gegangen. Das geht sogar gegangen. Weil da könnte man da, wenn man das so lötet, seht ihr, noch einen Millimeter rausholen. Weil da kann ich da ein bisschen weniger. Das alles ein bisschen weiter hoch. Dass man da einfach das Maximum rausholen, was man so kennt. Aber erstmal muss ich die andere Seite löten. Und die löte ich auch mit dem schwarzen Kabel, weil ich weiß glaube noch nicht, was davon jetzt Plus und Minus wird. Weil die müssen nachher in die Richtung drehen. Also das passt schon, dass das immer auf der gegenüberliegenden Seite, das müsste so. Der eine muss in die Richtung drehen, der andere in die Richtung. Dass halt das Pfeil nach vorne rausgeht. Weil sonst laden wir das Magazin voll. Das bringt uns auch nichts. Also, aber weiter. Das ist das nächste Kabel. Dann bis gleich. So, Dele. Jetzt ist fertig. Ja. Das dauert noch zu lang. Also, das, also, das wird ein teures Blasterle, wenn ich da mehr Arbeitszeit berechnet hätte. Ja, das müsste man halt einfach auch. Das habe ich beim ersten Mal ein bisschen umständlicher gemacht wie beim zweiten Mal. Wenn man das vorbereitet und das sauber dann sauber macht, dann wird es wahrscheinlich auch wesentlich schneller gegangen. Also da besteht Möglichkeit zur Verbesserung. So, jetzt muss das dann so rein. Oh, da passt das sogar ein Kabelkanal. Also seht,
Ich habe jetzt da unten eigentlich Luft gelassen für die Kabel. Das heißt, die Luft kann man rausmachen. Das kann man im Modell wegmachen. Und dann kann man da hinten seitlich ein bisschen eine Wand kann man reinmachen, dass das. Wobei, ja, wenn man den Käfig da rüber labern lässt und das da hinten verschraubt, auf der anderen Seite ist vielleicht auch Räuchern, wenn man das auf der Seite verschraubt, auf der anderen Seite bloß aufliegen lässt, dann hält das auch sauber. Jetzt gucken wir mal. Jetzt weiß ich noch nicht, welche Richtung das Drehers hat. Das hat der Lötkolben schon ausgeschaltet. Machen wir jetzt einfach alles. Bevor wir da jetzt irgendwie verkünsteln, das Starterblatt von dem Motor lesen, das ich sowieso wahrscheinlich finde. Probieren wir es einfach. Wobei, das sind glaube ich irgendwelche Standardmotoren, da müsste man schon wahrscheinlich finden, welcher Anschluss ist und wo, wie rum. Aber 50-50 Chance, dass man es aber nicht richtig macht. Und nahezu 100% Chance, wenn wir zwischendrin nicht vergessen, was wir vorher gemacht haben, dass wir es beim zweiten Mal richtig machen. Wobei, meine Möglichkeit besteht, dass es beim ersten Mal gleich abbraucht. Der Lötkolben ist nicht mehr der beste, die Spitze ist ein bisschen, oder die Lötspitze ist halt ein bisschen, ja, damit habe ich den Streif-Batteriekasten ein bisschen gestaltet. Das mag so eine Lötspitze, also Kunststoff mag so eine Lötspitze halt nicht. Das war jetzt nicht so clever. Aber ja, jetzt hoffe ich, dass das so, nein Gott. Das machen wir mal. Bin gespannt. Das ist natürlich wild. Upp. Das war, glaub ich, so nicht geplant. Ha. Okay, sie rauchen schon mal nicht. Das heißt, so. Und jetzt sehe ich aber nicht schnell genug. Okay. Das heißt, die Drehrichtung passt so. Das heißt, das ist schwarz und das ist rot. Dann müssen wir da hinten, einfach den Anschluss. Was habe ich gesagt? Das ist schwarz, das ist rot. Es kann sein, dass die. Das ist schwarz. Das ist gerade so, dass es nicht hält. Okay. Das ist schwarz. Das andere ist rot. Das heißt, dann machen wir jetzt das schwarze Käbel. Das lädt man einfach von dem da weg. Ein bisschen Blödsinn drauf. Eigentlich wäre Flussmittel besser, aber das habe ich nicht. Also, man muss mit dem arbeiten, was man hat. So, dann lädt man dann das da an. Nehmen wir die Batterie mal ein bisschen aus und tun die weg. Dann haben wir vielleicht auch noch Feuerwerk, da habe ich keine Lust drauf. Es würde wahrscheinlich zu viele Aufrufe führen, wenn ihr das Video dann noch hochladen könnt. Aber nee, das ist nicht der Plan. Ah ja, geh schon. Aber wisst ihr was, das machen wir kurz im Schnelldurchlauf. Bis gleich.
Ja, die Quenchstange, die wollen nicht so, das ist ein Scheiß. Da muss ich das nochmal Modell angucken. Das kann sein, dass die Löcher ein bisschen den Versatz haben und das deswegen nicht geht. Aber das Wichtigste. Ei, das geht nein. Und da guckt. Und eigentlich soll es jetzt leider nächste nachladen. Jetzt laden wir das Magazin immer. Huiuiui, sind die zusammengequetscht. Packen wir den Groß auf Zeit. Das ist alte Doyle. Das ist das Problem mit den Quenchstangen, das löse ich ja, Leute. Das ist jetzt auch nicht ganz so wichtig, weil im nächsten Modell wollen wir das sowieso. Nein, das wird ein bisschen anders. So Stück für Stück, jedes Mal fällt uns da was ein, was wir verbessern können. Und das machen wir auch schön brav, immer einfach weiter verbessern. Und die zwei Pfeile, die brauchen wir jetzt. Muss ja nicht unbedingt gleich mal von vornherein die schlechteste testen. Ich weiß, der Schwungrädleskäfig, der hat ein bisschen wenig Crush, wie man das so nennt. Also, das heißt, die Schwungrädler sind ein bisschen weit auseinander. Das können wir mit Isolierband für heute lösen. Und das nächste Mal einfach mit einer Modellanpassung. Aber, habe ich ja schon gesagt, wenn ich den anpasse, dann machen wir das vorne noch mal ein bisschen kompakter. Ja, das Magazinlader, das ist jetzt nicht das effizienteste. Aber dafür ist das Blasterle auch nicht gedacht. So, das soll fürs Testen mal lange. So, lala. Ah. So. Ist schon mal besser. Ist noch Verbesserungspotenzial da. So, holen wir die Batteriebox wieder. Schließen wir es auch richtig rum an. Guckt. Huiuiui. Huiuiui. Die riecht ein bisschen komisch. Die Motoren sind jetzt wahrscheinlich. Oh, warm sind sie jetzt nicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die da mit der Konfiguration eine lange Lebenserwartung haben. Also das wäre schon was, da würde ich mich wohler fühlen, wenn man da keinen Ein-Ausschalter hätte, sondern einen Trigger dazwischen. Oh, es geht schon mal recht gut. Das ist nur mit der Quenchstange. Das ist halt der Scheiße. Quenchstange. Ich habe keine Schraube der Länge gefunden. Also damit bin ich nicht glücklich. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, wie man so schön sagt. Und irgendwie so ganz ideal ist der Schieber noch nicht. Also da. Oder die Pfeile sind noch ein bisschen lang. Das ist jetzt. Ah gut. Wir müssen wahrscheinlich da auch das Magazin anpassen, dass man das sieht, das seht ihr da. Wir machen das jetzt mal hemdsärmlich. Nicht reinfliegen. Jetzt wickert einfach mal das weg. Also Platzweger. Das ist jetzt. Das muss. Oh, ich will das Magazin nicht nochmal neu ausdrucken. Ist das. Jetzt müsste das Schieberle doch so weit zurück sein, dass es
das? Ja gut, das muss halt vorne auch raus sein. Es ist besser, aber noch nicht gut. Das ist noch zu dick. Aber nicht arg viel, da seht ihr. Das kann gerade sein. Ist da der Kraut? Das. Wir müssen das Problem. Also solange es geht, oder wenn es irgendwie geht, mit dem Schieberle lösen. Weil das Magazin ausdrucken, das mag ich jetzt nicht nochmal machen. Aber wenn man das ein bisschen abschleift, dann durch das probiere ich. Das probiere ich. So. Das ist so doof, wenn man nur das. Und dann kann ich das. Zack. Ich habe echt nicht gedacht, dass die Schwungrädler funktionieren. Also das hat mir jetzt selber verblüfft. Bin jetzt nur mit dem. Der Quintstang bin ich halt einfach nicht. Das ist ja scheiße. Steht man die von oben dagegen. Na, guck mal. Und da vielleicht noch eine Nei kriegt. Und da kriegen wir wahrscheinlich da eine Mutter dazwischen. Aber gerade so, das passt. Aber gerade so. Ich habe echt gedacht, das ist alles ein bisschen das Lose. Oi. So, da. Ja, das sieht jetzt nicht schön aus, aber das muss ein Prototyp auch nicht. Dafür haben wir später dann die Kosmetik und dann sieht das schön aus. Ja, gut, das sieht jetzt wirklich, also selbst vom Prototyp sieht es nicht schön aus. Das Problem löse ich noch. Weil das kann man so nicht. Also, ist ein bisschen schöner darf der Prototyp sein. Und da muss ich vielleicht einfach ein paar Millimeter abnehmen. Also das ein bisschen wegschleifen. Das ist gerade so kurz davor, dass das. Und beim nächsten Magazin. Machen wir da Hanne den Teil weg. Und dann kann der Schieber da nach hinten. Und dann dürfte es passen. So, zack. Jetzt sind die Batterien vom Messmittel wieder voll. Dann gucken wir mal, was der. Oh, der hat schon. War beeindruckt. Also ich habe echt gedacht, die Schwungräder, weil der Duft noch ein bisschen was gegangen auch. Also wenn man die noch ein bisschen enger zusammenpackt und das alles, dann kann man da sicherlich noch was rausholen. Und natürlich auch bessere Motoren verwendet, weil die sind, ja, das ist das, was ich halt auf die Schnelle gefunden habe. Und wo ich mir auch denke, ja komm, das kannst du mal riskieren, die haben nicht viel gekostet. Und wenn die jetzt nach dem Prototyp nicht mehr funktioniert, ist das auch okay. Das wäre wahrscheinlich geschickter, wenn ich da noch einen Dummy reinbauen würde und die bloß mit 6 Volt betreibe. Weil das können wir nachher auch kurz machen. So. Jetzt Gott, das Magazin rein. Das sieht schon verdammt cool aus. Also so vom
Prinzip her, der sieht schon, dreht das auch frei. Nicht, dass wir da noch. Die riecht halt irgendwie so noch Modellbahn irgendwie, also nach dem Öl halt einfach. Weiß ich gar nicht, ob das schlimm ist. Mein Modellbahn hat auch immer so gerochen, das ist halt das Öl, das da. Ja gut, der Blaster statt, der liegt jetzt. Muss ich jetzt mal das Messmittel holen. Benny, will ich schon wissen, was das kann. Habe jetzt auch Akkus reingebaut, nachdem der Stampede gerade, als er wieder funktioniert hat, war die Batterie leer. Habe jetzt Akkus, Problem erledigt. Ich mag Akkus lieber wie Batterien. Da muss ich mich lange Zeit nicht drum kümmern. Dann kann ich immer wieder aufladen. Klar muss man dran denken, aber sonst muss ich eine Batterie kaufen. So. Ja, komm schon. Ja, das ist halt 9,6 Hammer. Das ist jetzt nicht weltbewegend, aber jetzt alle. Oh. Okay. Der war drüber. Jetzt alle. Ist Gott noch nicht zuverlässig. Also das Ding schießt ja auch mit Muttern. Das wackelt halt alles und zerlegt sich. Also das ist der Teil hält gut. Und das da vorne halt überhaupt nicht. Gerade die Quintstange, die ich wieder raus habe, will die Gott nicht raus. Die muss ich vielleicht mal warm machen. Nein, du. Die sind sowieso kurz durch die verbogen. Das machen wir anders. Das machen wir irgendwie anders. Ich mache das vorne einfach Bräuter, dass da gescheite Schrauben rein. Das überlegen wir uns. Oder wir machen das so, dass wir den Dreiläufer auch reinstecken können. Oh. Ja, die lassen. Oh. So 16,2, ja, das ist eher Messwert, wo ich sage, der könnte passen, weil das hat schon. Also, hab weniger erwartet. 13,6. So. Ja, das ist dann da arbeiten wir noch dran. Ui, 1,9, aber der ist. Oh. Das hört sich ja wild an. Ja, aber sind ganz gemütlich. Ich meine, da ist nur Luft. Was ich gemeint habe, man sieht, das ist. Und die Pfeile sind ja bei dem Konzept ja eher ein bisschen zusammengequetscht. Da ist noch. Das kann man. Da ist ja selbst der Streifschwungrädelskäfig ist besser. Guck, das ist da richtig zusammengequetscht. Also das merkt man richtig. Und eigentlich ist mein Finger ein recht guter Test dafür. Das ist in die Richtung. Die Richtung ist ganz lose. Und dann merke ich, ein kleiner Finger, die Richtung, da habe ich ein bisschen Widerstand. So da. Das kann ich jetzt euch leider. Wobei so kann ich es euch zeigen. Seht ihr, wie der Pfeil danach wieder dicker wird. Das ist direkt in Kamera. Jetzt müsst ihr genau auf den Pfeil schauen. Seht ihr, wie der.
Und da haben wir ja den von Worker, den Schwungrädlerskäfig noch. Der ist noch viel aggressiver. Also der quetscht noch mal viel mehr zusammen. Das heißt, da ist prinzipiell noch möglich. Da ist noch was möglich da in der Hanne. Jetzt gucken wir mal. Guck dir mal den an. Seht ihr, der Pfeil wird nahezu. Muss ich noch justieren. Wenn das jetzt sauber auf den Pfeil fokussieren tät, dann müssen wir uns da. Seht ihr, der Pfeil wird nahezu nicht beeinträchtigt. Muss mal gucken. Da haben wir noch einen recht neuen. Der ist ein bisschen. Also wenn wir da ein bisschen einen verquetschten Pfeil haben, das ist gerade mehr durch Zufall, dass es den erwischt. Also da könnte man auf jeder Seite noch einen halben Millimeter nach. Oder Millimeter oder vielleicht sogar 2 Millimeter mehr. Oder weniger halt in dem Abstand der Hanne haben. Und dann hätte es noch mehr schießen. Wobei, da ist halt irgendwann mal die Gefahr, dass er die Motoren überlasst. Und ich probiere das jetzt. Also da muss ich ein bisschen feintunen der Hanne. Es kann sein, dass das einfach irgendwo ein bisschen hakt. Durchsichtig wäre vorteilhaft. Das ist aber jetzt mit der Optik, da kann man was anfangen. Also das kann jetzt dran und das Kabel passt von der Länge, das kann man so machen, da könnte man dann auch, was weiß ich, 2S, 3S Lipo und dann auch andere Motoren. Also das ist ja, da gibt es ja welche, die sind nochmal besser wie die jetzt da halt. Aber ich meine, die habe ich halt auf schnelle, oder die habe ich mal irgendwann mal bestellt, weil ich gedacht habe, ich glaube, die habe ich sogar gekauft für die, was sagen wir's, wie hieße die? Die Ultra 2 war es, glaube ich, ja. Und ein bisschen braucht sie. Oder ein bisschen. Das sollte man eigentlich vollautomatisch machen. Ein bisschen wackelt, also da fällt jetzt nicht mehr viel, das will schon fast gange. Oh, ein Mittelwert von 11, das ist jetzt. Ist okay, ich habe weniger erwartet. Bin froh, dass es überhaupt ein bisschen Dampf hat. Also. Aber ich dachte, als ich den rausgedruckt habe und die Schwungräder befestigt habe, hui, das ist ja. Das hat ja fast gar keinen Widerstand, wenn man das dann einträgt. Aber da bin ich zufrieden. Das kommt ins nächste Projekt. Irgendwann findet man da wieder was dafür. Oder das kommt wobei die Stampede funktioniert wieder. Also, der habe ich immer androht. Da geht Schwungrädler, wenn er nicht funktioniert. Dann hat es immer wieder ein bisschen funktioniert. Wie wenn sie auf mich herredet. Ja. Also, da, die Zahlenfanatiker, das ist immer. Ja, am Bildschirm ein bisschen angeschickt anzuschauen mit der Refresh-Rate von dem Bildschirm und dann ist das mit der Kamera, das flackert dann halt einfach. Das flackert in Realität nicht. Aber da ist halt die Kamerawahrnehmung anders wie die menschliche Wahrnehmung. Anderes Thema, das schätzt man. Das gehört nicht auf den Kanal dann. Nicht unbedingt. Das habe ich gemeint. Und ich habe echt nichts gefunden, wo dann fertig irgendwie taugt hat. Da kommt man einfach irgendwann nicht mehr drum rum, das selber zu machen. Das ist jetzt, ich glaube, das hat es ein bisschen verzogen beim Drucken. Irgendwie, schaut, das ist der Teil ist Scheps. Wenn man das jetzt alles, da das ein bisschen nach oben und dann mittig um die Motoren kann man ein bisschen runter. Dann müsste es trotzdem noch stabil sein. Und dann kann man da nach für den Schwungrädlerskäfig. Und das nächste Mal löse ich das außerhalb der Kamera. Das mache ich von mir, Leute. Das ist, glaube ich, besser oder entspannter. Aber das wollt ihr, dass ihr das erste Mal seht. Und dann machen wir ein anderes Schwungrädlerskäfig. Ja, ich sehe es. So langsam sehe ich es, wie es werden kann. Und jetzt müssen wir irgendeine Batteriebox oder so. Und dann kommt als nächstes die Verkleidung. Das wird dann auch nochmal ein schönes Projekt. Also so
der erste Entwurf von der Verkleidung. Und jetzt sehe ich auch die Möglichkeit, dass wir da ein historisches Querle machen. Aber ich will als erstes immer noch. Als erstes will ich immer noch ein bisschen was Abgespacedes. Und dann machen wir andere Sachen. Das kommt so nach und nach. Wird nicht langweilig hier. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aber gehen wir davon aus, das habt ihr schon gemacht. Und schreibt mir eure Idee, das ist gerne. Also da freue ich mich. Da bin ich gespannt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.